Net weit vun der Ortschaft Kirchen an der Gemeng Oelven tschen der Eisebunzelin Oelve-Guvi an dem heitesche Fanbahn Wëlluswee befënnt sech een iwwer 380 Hektar gross Natura 2000 Habitatschutzgebiet Cornelis Millen, wovun iwwer 72 Hektar der Stiftung Helle fir d'Natur geheieren. Das Gebiet ass dat griessten zusammenhängend Gebiet von der Stiftung, wo man seit eiser Gründung am Gang sind, Flaschen opzekaufen, an oder zu pflegen und zu erhalen. Seitdem sind auch unterschiedliche Projekte hier durchgeführt, gern für die unterschiedlichen Arten Pflanzen und Tiere zu schützen oder zu sich können ausbreiten. Das Gebiet zeichnet sich aus durch verschiedene Rachbiotope und Lebensräume, die dacks auch vom Mensch beeinflusst werden. Wir haben nicht also mit einer Kulturlandschaft zu tun. Geprägt sind sie von einer großen Fichtwiese mit unterschiedlichen raren Pflanzen und Tierenarten. Wir haben die Fichtwiesen an den Barschen, die wir hier finden, dominiert von 4 großen Barschen, haben wir auch mit verschiedenen Bosgrastypen zu tun. Wir haben Auwälder, Nadelwälder, aber auch künstliche Feuern, die dominieren, bzw. Dümpeln, die in den letzten Jahren angelegt wurden. Weil wir hier an einem Fischgebiet sind, haben wir hier die unterschiedlichsten Pflanzenarten, die typisch sind für diese Region. An diesem Naturschutzgebiet finden wir auch extrem seltene Pflanzen, so wie Wollgras oder Fieberklee. Die Platz, die wir hier gesehen haben, ist dominiert vom Schlangenknöterich, eine von den wichtigsten Pflanzen für das Ökosystem hier an dem Eck. Das ist aber auch so, dass wir an diesem Gebiet Moosbeeren haben, die eigentlich just nach hier führen können. Von diesen seltenen Pflanzen profitieren auch zahlreiche Arten. Eine von den Zielarten ist natürlich der Blauschilder Feuerfalter, Lycaena helle, dem sich Wirtspflanzen den Schlangenknöterich führen können. Wir haben eine ganze Reihe anderer Insekten und Schmetterlingsarten, Libellenarten. Auch Amphibien kommen hier vor, auch durch die Arbeit von der Umwelt, weil wir hier neue Dümpeln angelegt haben. Natürlich ist es auch geprägt, aber beeinflusst gern in den letzten Jahren vom Biber, den heute zu einer größeren Anzahl führen könnt und das Gebiet immer weiter verändert. Schlussendlich sind auch die Ornithologen hier in diesem Gebiet immer froh für gucken zu kommen. Wir haben hier Raubwürger, Neuntöter, Schwarzstorch, Kohlkraben, auch verschiedene Wiesevögel und viele Fischgebiete wie Kiebitz oder Braunkehlchen, die hier zu beobachten sind. Hier existiert eine ganz große Anzahl an verschiedenen Fledermausarten, unter anderem auch ganz seltener wie die Wasserfledermaus. Das liegt daran, dass hier ohne Tunneln existieren von der Fanbahn. Es gibt dann auch Möglichkeiten, den Tunnel zu erkunden, mit einem extra Naturlehrpfad, dem Fledermaus-Tunnelpfad. Aber auch der Rest von diesen Gebieten kann erkundet werden, und zwar mit einem Naturlehrpfad Cornelis Millen, den zu Oelven auf der Gare startet. Zter Ufang huet Foundatioun Proien an d'Wehr gelecht, fir zum Beispiel nei Oppeflächen ze kreieren a bestehen ze restauréieren an oprecht ze erhalen, wéi och goufen nei Hecken als Wandschutz ugeplanzt a speziell neiweieren firhemisch Amphibienarten ugelecht. Wir werden auch in den nächsten Jahren diese Mesuren fortsetzen, für dass die Einzelarten weiterhin hier evaluieren können. Und wir werden also neue Herausforderungen müssen erstellen, beispielsweise den Biber, den das Gebiet nur wird in das Wasser setzen, was natürlich schon noch einen Einfluss hat auf die verschiedenen Vögel und Schmetterlingsarten, die hier kommen. Auch hoffen wir, dass durch unsere Maßnahmen, an denen wir hier Dümpeln angelegt haben, verschiedene Seelen, Amphibienarten, wie zum Beispiel der Kamulch, hier können in Zukunft eine neue Heimat finden.